So, dann begrüßen Sie euch heute den Abend für die Mengenratssitzung. Relativ kleine Note du Jour. Gucken wir mal, wie schnell wir da durchkommen. Nächster Punkt. Approbation der Akt Notarié, du das gesehen, dass das Texas Refinery, die schon lange abgehalten hat an der Industriezone, wo Terrain für die interessant waren, an die waren schon nur lange hin hier ähnlich gehen, nur wegen Kriterien, dass sie das überholen, dass sie dann bei Amphithiotik, mit denen man so viele Jahre lebt, normal 30 Jahre, dann, wenn ich das überholt, dann ist das auf die Jahre dann nach auszugrenzen. Und voilà, da waren die sich eins, und dann den Akt haben wir dann unterschrieben, und wie alle Akt musste die eigentlich vom Gemeinderat gut gehegt gehen. Voilà. Gehen nicht vor zu dem Akt. Kein, der ich das Wort stellen, wie das mit dem Akt abverstanden. Merci, synonym. Dann den Punkt 2, das Approbation des Contrat Urban Gardening. Das sind 3 Änderungen, das sind eigentlich ganz, dann eigentlich 2,5, eigentlich 50 Euro, eigentlich 2,25 Euro, du das gesehen. Ich denke noch, dass das nicht kompliziert ist, das ist eigentlich froh dazu. Nee, kann man zum Wort stellen, wie das mit d'accord. Auch unangenehm, merci. Da kommen wir bei Subsid extraordinaire, das sind 4. Da den das den Televidach 2021, du wirst, dass man sich 2020 sollten Televi hun, den das beim Covid zum Opfer gefallen, und da hat mir am Budget hat mir relativ viel so viel gesehen, wann du bausen dat groß Televi fest wie für Bühnen, Zelt, Sonderstation und so weiter und so fort, das alles hinfällig gehen. Da hatten sie gehofft, dass das Jahr kriegen, und dann haben wir gesagt, sie geben also das, die hört schon mal im Radio auch das vor aufschließen. Am kleinen Stil, sodass wir den Budgetteil nicht gebraucht haben. Nichtsdestotrotz wollten wir aber einen kleinen Käse ein bisschen aufpassen, weil auch das Problem ist, dass der ganze Coop fester nicht konnte gemacht von den Vereinen, natürlich auch Geschäftsleute nicht so schrecklich spendabel sind, weil ich verstehen kann, weil sie einer solchen haben, proposieren wir 5.000 Euro, die sie benutzen, für so live zu machen, für das ein Donnerstag, also nur Mittwoch, das wiederholen ich Mittwoch auch schon die Kunst. Versteigerung am Trifolien, wo Jitfried invitiert, das melde schon, für zu kommen, sie ganz flott Objekte, die man alle von den Künstlern gratis zur Verfügung gestellt haben, und dann wo die ganzen Alles für den TV. Und dann als ein Donnerstag als RTL hier um 7 Uhr, wo dann abgezeichnet wird für so Platz, wo wir auch den Scheck überreichen. Und da geht dann noch, Mensch, du geht noch ein bisschen gelaufen. Und für die Leute zu motivieren, für zu laufen, geht es ein bisschen so viel Euro von dem Don hier. Und noch die gehen dann Teil für den TV geholt. Das wir, wie gesagt, proposieren. Viel Männer wären sich viel gesehen, dass wir für 5.000, die man nur noch gehen als Gemeinde. Und dann ist das Televi leider oder Gott sei Dank, wie will ich tun? Ich meine, es war viel Arbeit für die am Organisationsteam waren, noch da will ich zum Glück merci so nach als Schaffen, das Matt angefangen hat, bis zum Patrick Andersen dabei blieben, nach Haut Filmaufnahme gemacht. Nee, dann das ist zeitaufwendig, da muss ich einfach so. Und dann ist ich auch froh, dass Marina Leisen hat, was aber ganz viel Koordinationsarbeit gemacht für leider auch bei Laune zu haben. Also das hängt irgendwann noch mit, das muss ich einfach so sagen. Und ich denke, wir schätzen, dass wir aber ein Donnerstag aber trotzdem respektable Scheck können überreichen. Voilà, ein bisschen viel gezählt für die 5.000 Euro, ich wollte das weg in den Kontext setzen. Gibt es eine Wortmeldung dazu? Da gebe ich die 5.000 zum Wort, wenn das mal d'accord. Auch da das synonym. Dann haben wir am Budget immer ein bisschen suchen, für eine nationale und eine internationale Association de Bienfaisance. Und da gucken wir mal ein bisschen equitabel, mal hier, mal da, bis das Spenden. Und hier kriegen wir eine Demande. Wir kriegen ganz viel der Demande, ne? Schrecklich viel am Jahr. Wir können nicht auf alle reagieren. Und das haben wir gedacht, dass das Association luxembourgeoise pour la prévention des accidents de la route, kleinen Don zu gehen, da proposieren wir 500 Euro. Wenn das mal da verstanden, auch unangenehm, merci. Dann Struffelpipi 2021, und das war dann sogar letztes Jahr, feiert 20 Jahre.
das ein Event, was Gemeinden immer relativ wenig kostet, was ganz vom Kulturministerium organisiert gouf, wo hauptsächlich als Millermoller Schulhai davon profitiert oder mehr auch die Liste davon profitiert wird, dass die Kinderbuchautorenresidenz, wo die ausgesicht, da gibt ein Appell gemacht und dann die Residenz kriegt oder gewinnt, wenn die so den wohnt dann am gotischen Haus und das dann meistens immer über die Zeit, wo die Sprangprozession können, da kommt noch die Num hier Struwelpipi kommt zur Springprozession und das wie gesagt letzte war das für 20. Kehr auch letzte konnte man nicht machen winst Corona an sie an das wollen sie da war bis mir groß feiern an dort Kulturminister bisschen mehr gesehen für eine Dokumentation zu machen. Sie wollten noch die 20 Struwelpipi denke alle gut invitieren, ob das nur alles geklickt hat, eine Sache. Dann haben sie mal so ein ganzes Programm auf Bein gestellt an das Mänglisch, das 11.000 € gibt, das Kasten an dem Kulturminister gibt 5.500 Halschen Beilen an mir berät, wenn die anderen Halschen beizulehnen. Mir gemeint, dass man wirklich 20 Jahre positiv profitiert und davon, dass man durchaus als Stadt nach das Kind mir eng substanziell finanziell Hilfe gehen. Und dafür proposieren wir eben Talschen. Ich hatte auch aufgeschwärzt mit den Leuten vom Kulturministerium, ob sie damit zufrieden wären, wenn wir mit dem Dokument und das war ein bisschen so hier Hoffnung, dass wir die dort vorbeigehen. Proposieren wir also 5.500 € für den Event von Struwelpipi 2021 beizugehen. Wortmeldung dazu. Von der ersten Wortschau, wenn es mit d'accord, auch in dem. Und dann als ein anderer Subsid, das den Daring, den bestimmt Matkrit, den das Jahr 100 Jahre feiert, die auch will eine Broschüre rausgehen und die können sich erinnern, wir hatten bei der Pumpchen haben wir die Diskussion, so das fand man nachhaltig, das ist immer flott, schon ein Rutsch der Broschüre und von Anniversäre von Vereinen. Da sind dann bestimmte Leute, die sich da Gedanken machen, für ein bisschen Recherchen zu machen. Das ist ganz interessant, wenn die dann so ein bisschen mal Sachen nachlesen. Und das fand ich persönlich immer unterstützenswert. Das kostet Geld, aber das ist nicht Geld, ich meine, das kostet ganz viel Zeit. Du musst Leute an dem Verein oder rum der Verein fanden, die wirklich viel Zeit machen, für eine Dokumentation zu machen, aber die fand ich extrem wertvoll als für eine Wirtschaft, für schon verschiedene Broschüren daheim, wo ich dran lesen gehen. Und ganz interessant ist, weil das gibt verschiedene Sachen, die verloren. Ja, nehmen wir so Broschüren von Vereinen, haben eine gewisse Nachhaltigkeit, eine gewisse Dokumentation, die verloren geht. Und dafür haben wir auch gesagt, direkt für ein Jahr haben wir schon den Daring da sitzen von einem Broschüre hatte, versucht man schon ganz substanziell zu finanzieren. Und eine Broschüre, die kostet ein bisschen über 10.000 €. Wir probieren, die 10.000 € zu überholen von der Broschüre. Und dann hast du den anderen Demand, sie machen das groß, wollen das groß am Trifolien machen, hoffen, dass das Covid da lebt. Wir haben noch die ganzen Trifolien gelohnt, die große Klängersaal für ich meine, sogar 2D-Stoff, erst eine relativ hohe Lokation. Das sind eben nur mal Satz vom Trifolien, das mischt 3.700 € aus. Und wir müssen auch das als Gemeinde überholen. Dafür proposieren wir gesagt, 100 Jahre Daring, 13.700 €. Ne? 10.000 plus 3.700 €. Eine Wortmeldung dazu? Ja. Ja. Ja, okay, also das Buch, das gemacht wird, werden 130 bis 150 Seiten sind, und es sind keine Annoncen dran. Das sind just so Dokumente, oder wo verschiedene Leute dann eben hier in Historik sagen, oder wie gesagt, gibt ein Buch. Das will ich dazu sagen. Ein Buch, das kostet zwischen, ich meine, 10.500 oder etwas so, und dafür haben Sie die 10.000 € eingefragt. Merci. Ja, merci, Mars. Voilà.
dann gebe ich das zum Wortstellen 13.700 € für 100 Jahre darin, wenn man da verstanden. Auch das unangenehm, merci. Dann kommen wir bei dem Punkt 4, Désignation de nom de rue dans le lotissement Horta-Gerd. Die hat den Plan dabei gehabt. Das sind an sich, so wie wir da gezeichnet haben, die Färben, sind das 4 Straßen am Juni. Vorsicht einfach die bestehenden Straßen, die da sind, die die Horta-Gerd-Straße stoßen, durchzuziehen. Das heißt, Rue de la Chapelle, ein Teil an Horta-Gerd ranzuziehen. Rue Leopold Durand, die auch da ist, einfach Horta-Gerd ranzuziehen, das ist die Rot. Und dann Rue Matthias Herz, die auch da ist, an Horta-Gerd ranzuziehen. Da bleibt just eine Straße, das ist die Crochet, die möchte, oder das Fragezeichen, wie auch immer, die Blo. Da haben wir eine neue Nummer gesichert und da hatte ich just Masse ein bisschen ein halbes Versprechen gegeben, wie man See die Skulptur vom François Gillen angewiesen hatten an den just Masse ein Fried draus gemacht hat, für eine kleine Historik vom François Gillen zu machen. Und der François Gillen aber viel Meriten hat ja nicht nach Hut, auf viele Plätzen hat ja nicht nach Stecker von ihnen oder Kunstwerke von ihm zu gesehen sind, also nicht Dünzelt, Fenster und Basilika, paar Kirche, beim Hartmann Sender, Mosaik, Kirfisch, Mosaik, wie gesagt, die Skulptur, am Spidol, Fenster am Spidol auch, weil an dem Trifolien haben wir auch Musik, die werden an der Sportsaal, die haben am Trifolien angesagt. Und da haben wir gedacht, da gibt man François Gillen zur Eier die dort Straße François Gillen nennen. Wohl wissend, dass die Remarque kommen, wir sollen noch Frauen nehmen, sichern für ein Lotissement. Wir haben noch da schon eine Frau gefunden, respektive Nummer gefunden. Das wird Helen Palgen, die war Direktrice von dem Medischers Lycée, die von Irschen an der Rue de la Chapelle gewohnt. Und das wäre zum Beispiel eine Person, die wir als nächstes Lotissement mal dabei holen. Wenn die anderen nimm Hut von Dammen, die bei dir nach Verbindung haben, so dass sie gern, also wird Müjo der Mindenstraße, Ermesindestraße, und dann wird die nächste, das wäre dann Helen Palgen. Voilà, das ein bisschen erklärt dazu, wie man sich aber darüber Gedanken machen. Dann die hat man schon ein bisschen versprochen, und dann guckt man die an, und dann fand die gesagt, nimm Hut, so da ist halt das dringend, da gucken wir so ein bisschen an der Reihenfolge. Also die nächsten Straßen, die kommen, werden dann das Mittelgrund. Und da haben wir noch keinen neben drauf, und da könnte man da, wollten wir auf jeden Fall mal Helen Palgen mal da mal 4 gesehen. Jo. Kein Frohen sind, da gebe ich die Straßen nehmen so zum Wortstell, wie sie hier im Plan auch gezeichnet sind, wenn das mal d'accord. Was unangenehm. Vielmals merci. So, muss ich weitergehen. Voilà, dann ist im letzten Gemeinderat alles daran erinnert, dass wir das verpasst hatten, mehr so Peace, ein Renouvellement zu machen. Dafür haben wir das mit 4 geholt. Also man hat noch de gesagt, dat de Civicol hat dem Brief geschrieben, dat den Stu muss melden an de Gemeinderat muss den Auftrag gehen, dat man das solle verlängern, an dafür as dat zum Wort dazu eng Wortmeldung. Aber net davon steht mat d'accord, dat man bei Mayors for Peace als weiter engagieren als Stadier danach, wenn das mat d'accord. Was unangenehm. Merci. Dann, Claude, muss man das ausfüllen und das offiziell rangehen. Dann kommen wir bei dem nächsten Punkt. Mesure Covid, Rédaction du Minerval, de l'enseignement musical, du das gelesen. Das ist ein Propos von unserer Direktrice der Musikschule. Für die erste nachher Kanner 2 Sachen zu machen. Also für die erste nachher Kanner eine Reduktion von 50% vom Minerval. An für die EW musikal wollen machen, für die gratis anzubieten. Das sind 2 Mesuren, die wir letztes Jahr schon gemacht hatten, weil Musikunterricht im Moment ein bisschen schwierig ist mit Covid und das man attraktiv und für die Leute bei Laune zu halten, für einfach durch die finanziellen Avantage Leute aber zu motivieren, die Eltern zu motivieren, die kann
da aber vielleicht dat und Herz lehen an gesagt na die neder erwerte studische aber dann dat aber den een oder anderen Kant méi an diese schwierigen Zeiten an den Musikunterricht könnt. Geht dazu eng froh? Ja, Carol. Ich denke, Remark geschmengen, dass es eng wichtig mesure ist und auch eventuell vielleicht verschiedene Leuten aget op eng Musikschule, die vielleicht sos net gedurcht hätte für Kanner an Musikschule zu melden. Und dass es an dem Sinn aber wichtig ist, auch dass als Musikschule aber weiterhin kann. Sonst auch Neileit unzählen und ich weiß nicht, sind aber immer auch Talente, die aus den Musikschulen rausgehen. Und wir sind aber auch froh, wenn wir an unserer Musikschule, die halt Zwischenstände ist, auch das eine oder andere Talent weiter können entwickeln und noch für als Musik zum Beispiel auch können formieren. Ja, das ist ganz richtig. Ja, Ricardo. Ich kann ergänzen zu dem, was Carol gesagt hat, nach so. Ich hatte mich für einen dicken Monat mit Nadine Mark Dimut getroffen, für eben auch die Brücke zum Fundamental mehr abzubauen, weil sie sollten, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass mehr Jung kann reinkommen, an du ein paar Akzente zu setzen. Und da wollten sie, für die Rentrée, eine Reunion starten mit den Hauptresponsablen. An auch mit den älteren Verjährungen und mit der Schulkommission vielleicht gucken, dass wir da eben gucken, okay, was können wir auf Platz setzen für eben mehr Kanner, auch von erst nach, und für alle mehr Jungkanner zu motivieren für, oder in jedem Fall, das mal nicht just an der Schule zu erleben, mehr an der Musikschule zu erleben. Voilà. Okay. Ja, Jean-Claude, ja. Ich meine, das schon jahrelang darüber diskutiert, dass am Fongol heute nach bei euch in der Musik so verhältnismäßig wenig Echternach Kanner angeschrieben sind. Und ich meine, dafür ist es wichtig, wenn man über die Moyen Kanner können trainieren, an ihnen vielleicht den Mund besser zu machen, für an der Musikschule zu bleiben. Ich meine, da sind wir bei diesem sozioökonomischen Moyenheit, die zum Beispiel nicht so gut ist, als wir nach wie vergleichbar mit Junglenster, wo mehr Kanner angeschrieben sind wie von Erstandach. Ja, ich meine, ich höre raus, dass Schiedsrichter du ein gut Müsse findet, da gebe ich dir zum Wortstelle, wenn du mit dem d'accord. Auch das in dem Merci. Dann kommen wir bei unserem Parking Residential. Wir haben die schon vorgestellt gekriegt, wir sind an den Präparationen. Und was noch fehlt, das ist der Preis von den Vignetten. Das heißt, wir müssen ein Taxenreglement oder Taxe definieren für den Parking Residential. Ich lese genau vor, das ist nicht falsch so. Also, wir proposieren hier eine Vignette permanent, das ist eine Taxe annuell, das ist die normal reguläre Taxe. Das ist selbst wie sie schon war. Wir haben just den Parking Residential erweitert. Wir haben die schon Intramuros hat man, und dann geht es auch weiter. Wir ändern die Taxe also nicht, wir erweitern die ganz sehr nach. Und die wäre 40 €. Da gibt es eine Tax provisoire, das ist eine wöchentliche Tax, die ist maximal für 6 Monate gültig, die wäre 24 € pro Woche. Das ist nicht mehr provisorisch, du sollst gucken, so schnell wie möglich definitiv zu kriegen, dass das von ein Auto ummeldet oder so. Oder die andere Vignette, die selbste Preis, das ist ein Vignette Visiteur. Das ist auch der selbste Preis, Tax hebdomadaire, maximal 3 Meter, das vorhanden. Zum Beispiel ein Koppel, ein Student hat den am Ausland studiert und dann für eine längere Zeit, dann zum Beispiel ein Semester Vakanz heim könnt, und dass den dann von eine Immatrikulation, dass die nicht zum Haus gehört, aber dann während der Zeit von heuer dann noch Möglichkeit hat, für sein Auto dann so aufzustellen. Das ist auch die 24 € pro Woche. Dann auf der anderen Seite, ja, pardon. Ein Verständnis froh, dass du siehst maximal 3 Monate, aber du hast keine Minimalzeit. Das heißt, das kann von einer Woche bis 3 Monate.
Ja, kann von dem eng Woch von dem eng Woch Dose brauch eng Woch zu höllen oder bis 3 Main, dat könnte sinn, dat eng Griugsverkanz oder so und Stage heimest oder den einfach mir lang die Meigkeit huet mir das wirklich eng Woch als de Minimum dann bis maximal do hinne. Wenn man so wann de Mail lang ass, dann huet fecht besser eng wie net permanent zu höllen fir die Person. Das fir die Leute die net permanent an dem Menage oder der Platz do wunnen. Voilà. Dann kommen wir bei der Vignette des Stationnement professionell. Dat wie gesagt, die ja nicht nach Zedin hun, die Handwerksbetriebe oder Hölle daheim, all gut die mit Auto, die nicht hier wohnen, aber die viel hier zur Platz sind. An da haben wir Tax eben 30 €, 3 Monate 90 € oder 6 Monate 380 €, respektive für ganz Jahr 360 €. Dann haben wir nach einer anderen Kategorie, das für Touristen, das ist ein Tax journalier von 4 €, die gilt schon nicht mehr auf dem Parking à Kak, das sind Touristen, also die an einem Hotel liegen, an sich übernöchte, wo die keinen Platz haben. Dat können a woch leizen, wann eng Konferenz am Trifolien ass, den den ganzen Dach dauert, dat den Deel doch dann iwwer den Trifolien dann können fir 4 € de ganzen Dach, dat net muss ein Ticket ändern. Ich mein, das einfach fir dem entgegenzukommen, dat hat man schon, da enke wiederholl. Und dann für die Kabinetten die Tax, die man aufgeschafft ist 0 €, wenn wir will Kabinetten dann nicht mehr an denen Zonen hun. Wir haben die dann auf den 2 Parkingen, wo wir ausgewiesen haben, da hast du dann sowieso gratis. Das ist der Parking Benedictiner an der Parking Park and Ride um See. Und da sind verschiedene Plätze für die Kabinette vorgesehen. Voilà, dann haben wir alle Taxen, das ist auch das mit Fehlgestaltung, wir müssen die Taxen separat stimmen für das. Aber dann haben wir so brett, und wie gesagt, was man auch dann sobald alles en place ist, müssen wir Taxenreglement erstens rumholen. Zweitens, dass wir alle guten Schalter durchholen, wo sie sollen sein, und noch alle guten Parkautomaten durchstehen. Dann haben wir auch gesagt, wir müssen eine Übergangsphase machen, wo wir als ein Agent municipal, der wo die dritt Madame Orlo haut ganz am Ansatz, dass wir nur um 3 haben, dass sie dann mal rumgehen und dann einfach den Leuten mal in Zettel an Fenster, pass auf, wir haben ein neues Reglement, pass auf, das nicht wieso, eventuell auch kurz Erklärung dabei, dass bis Leute gewinnt. Und das muss ihnen einfach eine gewisse Zeit gehen, bis Jitfried verstanden hat, dass es geändert wird. Ja, Ben. Schön, just ein kleiner Remark zu der Touristentax zu 4 €. Die war auch 4 schon 4 €. Melo sind wir in der Situation, dass man auch an der Mitte Stunden Payan aus. Dafür mengnisch müssen wir die von 4 € auf 5 € absetzen, dass man den ganzen Tag aufgedeckt sind. Wenn ich richtig überlegen. Nicht, also mit Kindern, das machen wir nicht forcément, wenn wir sagen, das 4 € den Tag ist, 4 € den Tag, das geht mir billig für den Moment, für den Tourist, weil das ist keine Muss-Sache. Also wir können noch so 4 € den Tag und das ist fertig. Das ist kein Multiplikationsfaktor, den müssen. Ja, effektiv, damals war es so evaluiert, das war 50 Cent Stunden gerechnet. Ja, mach's. Ich bin froh dazu für die Touristen oder für die Konferenz. Wenn die sagt, wir gehen da die Vignette raus, gibt dann da genug Platz. Das muss ja dann noch am Vierfeld reserviert gehen. Da fallen ja so viel Platz noch da weg. Es gibt keinen Platz reserviert, das geht nicht. Ich meine, du hast eine Möglichkeit mit der Vignette, dass du kannst dein Auto hinsetzen, ohne dass du ganz ein Ticket holen musst. Wenn du keinen Platz da hast, dann hast du keinen Platz da, du kriegst nicht reserviert. Ja, bis lo am Summe, wo wir Payan haben als Roulement auf den Parking an, dass man mal so einen Tourist, den an Hotel könnt, ganz oft kommen die am Nachmittag gegen den Abend und müsste einen Platz da vorne, auch ein Seminar, wir können just nicht so hey, du kannst ein Auto für 4 € den Tag hinsetzen oder 5 avoir oder setzt den Park and Ride um See, kommt mit der City noch weiter rauf. Das ist ja eine Möglichkeit. So, ja.
bei der Präsentation, dass das ja auch alles angeschnitten ging, was Vignette Visiteur da betrifft. Und effektiv, wenn da so wöchentlich 24 € für einen Student, den heim könnt 2 Monate oder 3 Monate, den hat sein Gut nach, wo noch muss bezahlen, dann am Ausland, und dann mussten dann für die 2 Monate doch noch bald 200 € bezahlen. Da fand ich, dass das trotzdem ein bisschen Geld das, oder also durch Logistik, dass das mit teuer ist, weil das ja bald besser dann in Tax annuell dann zu wollen. Du hast nicht vergessen, dass du pro Ménage 2 Vignetten zu gut hast. Wenn die Eltern eng Vignette tun, da kann der Student Studierender Vignette tun, das ist auch kein Problem. Muss auch nicht von den Studenten, das an 2 Meter ist, muss noch nicht sein Auto den ganzen Tag auf der Place Publique an der Straße stehen, und da kann er eventuell auch op der Proprietät von den Eltern stehen, oder kann er noch auf den Park and Ride See oder an den Hinterstraße setzen, wo gratis ist. Ich meine, die Möglichkeit besteht auch. Ja, Carol. Merci. Vignette permanent. Schon noch nicht mehr am Kopf, was sie vierdro war, aber ich meine, die ist dann am Anfang selber geblieben beim Montant, weil sie auch vierdro war. Okay. Bei der Vignette Parkage pour Tourist fand ich persönlich besser, wenn wir effektiv bei 4 € bleiben. Der Dienst wird nach andere Parenthese dabei steht, dass sie en Block von 20 gingen verkauft gingen. Wenn ein Tourist aber nicht mehr einen Weekend so mal könnt, kann er aber trotzdem dann ob 1 oder 2 für 2D dann auch zurückgreifen. Das soll den Notarier käft. Den Tourist käft nicht den Notarier, respektive den Trifolien, hält den Block, und da geht sie einzeln raus weiter und den Klienten. Und der Notarier kann auch im Klienten so gratis gehen. Das ist immer los. Wenn wir verkaufen, so einfach einen Block und dann für die Entitäten, die dort benutzen. Das ist nicht an den Tourismus auf Gemeinde kommt, das funktioniert schon so nicht. Das ist einfach, wir gehen sie raus als Gemeinde und den Trifolion an Totalien, an die mussten dann so wie hier Klienten sie brauchen, weitergehen. Okay, nach eng froh zu der Vignette Stationnement professionell. Du hast ja heute am Anfang die Minimaltax für E-Mount gesehen. Lo kann es vorkommen, dass eine Intervention von einem Dach hat, aber für allem kann es sein, dass eine Societät vielleicht mal d'Urgence muss bei einem intervenieren. Stell mal vor, dass ich weiß nicht, ein Bruch ist, wo muss direkt interveniert gehen, wo nicht unbedingt dann der Reflex den ist, für auf eine Vignette zurückzugreifen. Was machen wir mit diesen Situationen? Weil ich soll mal, du wirst dann aber sonst mal ein professionelles Gefühl, dem nur will für enger dir stehen, wenn nicht privatär für drin ist, dann sonst mal kann du aber die Schwierigkeit bestehen, dass die in dem Moment auch Kind gepasst kriegen. Die kann ich auch noch immer mal am Disk schaffen. Und dann ist das 3 Stunden, da muss den, wenn du den da hast, dann muss du einmal einen Disk kriegen gehen, nur 3 Stunden. Und da kannst du nicht. Ja? Das ist schon so zu verstehen. Das ist einfach nicht, dass du nicht einen Disk haben, dass du mir lang an. Ich gebe auch nicht, wenn ich 2D habe, dann gebe ich mal Disk schaffen. Mir heißt, wenn wirklich so ein Verbot man muss rausgerappt gehen, wo es wirklich länger Zeit da was für die Daten. Das möchte doch keinen Sinn. Ja. Also du kannst mit Disk überall nachstehen. Je nachdem, wo das, da kannst du, wenn du Privatproprietät von den einzelnen Bass, dann hast du doch kein. Das ist nicht mehr, wenn es in der Woche publik passt. Ne? Ganz oft geht es um Möglichkeit, sogar bei Residenzen, dass den da ein Parking hat, den zur Residenz geht, das setzt einen Döner, dann für die kannst du auch nicht erfreuen. Ne? Okay, also gesagt, das ist nicht der Stege Mesel, wir wollten das nochmal so lancieren, wenn wir merken, dass irgendein Tax aber nicht gut ist, können wir es auch à tout moment ändern. Da muss man gemengelt kommen, da muss man sich ändern und einen dabei führen oder einen aufschaffen. Ne? Also, dann sollen wir die bei 4 lassen, 4 €. Das ist einfach mir billig, ja. Das machen die 50 Cent Stunden, ja.
ich wollte einfach just die Überlegung mat an Tron geheien schmengen. Menge Rot ass noch immer souverän fir ze desideieren. 4 Euro oder 5 Euro. Also ich gif proposieren 4 Euro das schon für wir sind ja froh, wenn Touristen kommen. Voilà, da gebe ich so wie proposiert gehen als die Taxen stimmen, wenn das der Matten d'accord als unanim merci. Dann der Punkt 8 als noch viel sozial erst nach Großbad Montpech. Dat sind 2 Deliberationen, die sie Grollen, die Eis betreffen Welt mal zu uns dienen hört. Sie haben den Jetter an der Präsenz von 50 Euro auf 65 Euro abgesagt, das ist die eine Sache. Und dann haben sie eine zweite Sache gemacht, sind 2 Personen aus dem Komitee, die eine Responsabilität mehr kriegen, und das ist die Responsabilität vom Personal. Den Office Sozial hat in letzter Zeit relativ movementiert Personaldiskussionen, wo Präsidenten immer lang dem ausgesagt war, und wir hatten da verschiedene Reunionen, die war da enquetiert, wie die Präsentation war vom Office Sozial zu Ostpfeiler, wo wir einfach gesagt haben, komm, wir müssen das ein bisschen abteilen, und Präsidenten sollen den Daily Business kümmern, an alles, was Personal froh sind, sollen 2 Stück aus dem Komitee für das schmackhaft zu machen, respektive für die zeitliche Mehraufwand, dann lebt man das Personal als zeitliche Mehraufwand, geben die 2 aus dem Komitee dann einen doble Jeton kriegen. Das sind die 2 Decisionen, die sie geholt haben. Das war aufgespart, man Bürgermeister von Großbad Montpech und mir. Das dürfen wir nicht lange decidieren, dass das immer die Gemeinde Rot geht. Im Süden geht in die Gemeinde Rot, das ist nicht viel mit, das ist aber das Prinzip. Voilà, ich denke froh dazu. Wenn das mit d'accord mit den 2 Passungen, also von 50 Euro auf 65 und den doble Jeton, wenn das mit d'accord auch unanim, merci. Dann wie immer kriegen wir Statuten von ASBL, die ihre Sicherheit haben, kriegen wir, und den hören wir just zur Kenntnis, eine Prise Position, wir stimmen da doch nicht auf, das auch nicht zu kommentieren, das einfach nur, dass wir einfach wissen, dass die ASBL oder die Club dann noch zuerst nach Gött. Kann ich auf den nächsten Punkt gehen? Ja. Dann der Punkt 10, auch das war letzte Gemeinderat gesagt gehen, dass du war ein Aufruf gemacht gehen, dass wir sollen eine Delegé Politik à Legalité Femme proposieren, und da tun wir dann noch für diese Gemeinderat. Und wir hatten geguckt, wir hatten gedurcht, dass das einer aus dem Conseil Kind sind, aber da steht dran, das muss ihn aus dem Chefrat sein. Und da war der Bänder nicht als eins, das Ricardo das ich mal. und Ricardo ist begeistert, wie das uns zu hören. Wir müssen da was stimmen. Wen hast du mit d'accord, dass Ricardo als ein Delegé da geht? Unanim. Ja. Gut. So. Claude, kannst du nach dem Organigramm vielleicht? Ich gesagt, wir sind. Ich komme lösen und Ende der Fahnenstange, was Personal anbelangt, sind geschwind komplett ausgestafft. Wir schon am Glück gesagt, wir hatten für kurzem Regionorganigramm, aber das ist relativ viel gewürstelt Login. Auf allem, wenn wir am UIKLO nach 2 Personen, die wir stimmen werden, für den Überblick behalten, ich Claude gefragt, ob nach ein Organigramm adaptieren, das auch sieht, wo die Leute sind, auch die Leute, die wir stimmen, dass ein bisschen einen Überblick behält. Voilà, also den Organigramm ist für Lohm, das auch für Hanno. Voilà, was wir, merci. Schön zwar, das ist gut, ja. Ja, tipptopp. Voilà, nun kommen wir, da sieht man ein Organigramm effektiv ziemlich rechts ändern. Das ist die Concierge C1. Das ist aber nicht mehr temporär. Worum es geht, dass den Portier an der Grundschule den eigentlich schon Pension könnt holen, den nach voll Jahr schaffen, aber wir wollten aber irgendwie ein neue Portier sichern, dass den aber nach kann ein Zeit schon mathemale Portier zu summen sind. Aber wenn den alle Portier Pension geht, da geht den zusätzlichen Posten rum weggeholt. Das ist nicht, dass wir da können
bisschen parallel fuhren. Also das ist ein C1, hecht die Karriere an die hast du gesagt als Lo dem jetzige Portier dabei zu sein, den müssen wir Schüler zu gucken, Hanno, die habe ich dann fertig zu machen. Voilà. Geht du eng froh? Ja, 2. Geht ihr eins? Just eng Verständnis froh Yves. Du weißt, ich bin independent und ich bin immer ein bisschen verloren an all den Karrieren. Und ich schon mal so gelos, dass beim Staat und dann noch bei der Gemeinholnische und muss ich immer aufpassen auf eine gewisse Hierarchie. Und ich wollte einfach, dafür sind ich froh, auf dem Organigramm stehen Karrieren noch mal ein bisschen dabei. Sind wir da immer korrekt, also das ist wirklich just für das Verständnis, gell? Das ist keine Kritik, einfach just sind wir da korrekt, legal an der Hierarchie immer. Ich denke nur zum Beispiel, dass wir hauptsächlich am Service Technik, ja, wo das Afro könnt, die froh die Gestalt gehen ist, als das muss ich da immer aufpassen mit den Karrieren. Froh als Abkommen, weil es denke erklärt hast, dass verschiedene Posten mit hohen Karrieren müssen besetzt gehen, weil einfach die Evolution das fried, gell, für die Arbeit können zu machen. Und das war eben froh, die mir als wir heute präpariert zu gestalten tun, kommt man nicht denken an die Labyrinthen, dass superior eine Idee Karriere hat par rapport zu einem, den untergeordnet ist. Ja, also wie gesagt, mit Hierarchie haben wir da eigentlich relativ wenig Probleme, also zumindest also wenn wir bei den 10 sind, also alles was nicht administrativ ist, da steht im Service Technik, das ist einfach mal so. Den A1 ist klar, dass die höchste Karriere, das ist ein Master, ein A2 ist ein Bachelor, ein B1 als in den eng Premier oder eng Tresem huet, an den C1 als in den CRTP oder CITP oder DAP huet. Dat sind Handviker. Also insofern ist das kein Problem, den Portiers meistens an der Kategorie C1. Dann haben wir Derbisch. Der Derbisch ist überhaupt kein, muss nicht forcément für Erbisch, da brauchst du nicht gut keine Qualifikation. Wenn wir haben zum Beispiel bei den also an der Voirie, da haben wir normalerweise Erbichter, wo wir vom Gesetz hier keine Qualifikation brauchen, aber du melden sich ganz oft, aber auch Handwerker, die einen Gesellebrief haben, sogar eine Meisterprüfung haben, und dann so mal, das ist ein Arbeitsjob und dann akzeptiert ihn das. Ne? Bei den Elektrikern, aber bei den Schlössern, da muss man eine Qualifikation haben. Elektriker selbstverständlich, weil extrem gefährlich ist, aber auch bei den Schlössern, die ich bei den Wasserleuten, da sind ja die Handwerk gelehrt haben, sie das Mechanicien oder Elektroinstallateur, weil die eben Wasserleitungen und so weiter müssen machen. Die müssen die Qualifikation haben. Bei den Portiers ist doch interessant, wenn es den höchsten Handwerker hast, sie haben die Schreiner, sie haben die Schlösser, die nicht nur einen Schlüssel abschlüsseln, so mit denen noch kleine Reparaturen kann machen. Ne? Also da hast du von der Hierarchie null Problem. Wenn du bei dem zweiten Posten, den wir stimmen werden, dann ist ein A1, das ist dann also ein Master, da kann es sein, dass dann haben wir immer mindestens 2 Master am Servicetechnik, das ist aber nicht schlimm. Ich meine, das auch wenn du einen Betrieb kannst, du sind ja oft, also an der Privatwirtschaft ist da oft Leute, die selbe Qualifikationen haben, denen die schon mehr lange da sind, zu schaffen, die neu können, die das nicht schaffen. Das ist nirgends, es gibt kein Gesetz, was dir sieht, wie geschafft muss gehen. Das tut nicht mal im Alter zu denen. Das ist Politik, in diesem Fall der Chefrat oder der Gemeinderat, den decidiert hat, du hast den Chef von dem Service und du hast den Chef von dem Service. Ne? Du hast nicht wirklich ein Problem. Ja, Luc. Kann ich vielleicht so die Situation ist du geschwart hast, die gibt sich präsentieren am Fall, wo man den Attaché administrativ stimmen, weil du siehst, okay, von der Karriere hier gesehen wären effektiv, pardon, Claude Lomé ugesiedelt wie der Claude eben von der Formation hier, aber von der Hierarchie hier nicht eben, weil der Sekretär kommunal durch Gesetz definiert das.
Und du hast eben am Moment, dass vom Gesetz hier noch keine Aufforderung, dass das muss eine gewisse Karriere sein. Du gibst dich die Situation, wie du sie beschrieben hast, präsentieren, mit Stelle war kein Problem dadurch, dass du einerseits durch Gesetzhierarchie gehen hast, und andererseits den Lodo angestellt wird, der wird darauf hingewiesen, der weiß das ja auch. Ne? Und das war ja die Diskussion, wo man gesagt hat, dass verschiedene Posten sollen geheischt gehen, eigentlich von der Karriere, wenn man sicher. Ne? Mhm. Merci. Ich hatte einen froh rapport zu dem temporären Kader, den du angesprochen hast. Ich finde das so verstanden, dass wir am Anfang einen zweiten Posten brauchen, für während der Zeit, wo nach eine Person, die nach schafft, für den nach da ist, wo man dann doppelt besetzt sind. Das ist immer ein bisschen froh, weil wir das schon ein paar Mal gemacht, dass wir so Situationen hatten. Das ist immer ein bisschen froh, wie man dann da umgeht, wenn dann die eine Person an Pension geht, ob man dann Posten aber bestehen bleiben oder ob man dann quasi nicht mehr brauchen. Das heißt, dass man stimmen wir dann die Posten quasi ihrem auf, wenn ich richtig verstehe. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du besetzt den ersten Posten nach oder du supprimierst den Posten. Ne? Für Proper zum Beispiel ist einfach die Posten, die wir brauchen. Nicht, das kannst du auch einfach an die Gemeinderat kommen, die dort Posten supprimieren. Wir hatten effektiv verschiedene Posten nicht besetzt. Wir hatten sie, aber wenn es natürlich Posten hast, da kannst du direkt kannst du ausschreiben, so ist es, genau. Wir können keine Posten ausschreiben, wenn wir nicht, also wir können keinen Platz ausschreiben, wenn wir nicht den Posten haben. Ja? Dafür müssen wir immer zwei Worte hören. Wir müssen immer für das erste Wort eine Kreation der Post, die muss durch den Gemeinderat natürlich gestimmt gehen, dann muss vom Minister approviert gehen, und recht Dono können wir recht einen Appell auf Kandidatur machen und dann recht eine Person auf die Post stimmen. Es sind immer zwei Worte dabei. Wenn du also Posten hast und du gehst dann nicht supprimieren, da kannst du effektiv in einem bestimmten Zeitpunkt eine Person darauf stimmen. Ne? Also du kannst ja ausschreiben und stimmen. Aber durchaus heißt das gelöst, aber wir brauchen nicht für die Schulen brauchen wir nicht Portier. Wir haben schon letztes Jahr den Herrn Morat, den wir gestimmt haben, der ist an sich den an sich für Leittechnik an der neuen Schule zuständig ist. Das ist auch schon da. Ne? Das ist all die ganz, weil die neue Schule, das aber geht schon relativ komplex, was Technik belangt. Und da ist ein Portier, der überfordert. Ne? Und ich meine an sich dann zwei Personen, die das zwar am Service Technik mit denen hauptsächlich guckten, wo das ganze Equipment Technik könnt, die das bei der Ausschreibung dabei, wenn die Sachen nur installiert gehen, dass die dabei und dann ist die noch bei der Aufhängung dabei, dann da kennt den Algorithmen die Installationen, die wir haben. Der Portier ist an sich den nach Hanno, ja, der klassische Portier, ne, weil den kriegt er dort alles nicht hin. Aber wie gesagt, wir brauchen für die Schule nehmen den Portier mit Kind aber sehen, dass wenn wir nur die neue Sporthalle und die neue Schwemme haben, dann muss so Gedanken machen, so muss man nicht auch da Portier haben, weil bislang haben wir alles mit engen gemacht. Ne? Für die Schule brauchen wir nicht mehr nehmen. Ne? Aber durchaus, das ist richtig, wenn ihr weiterdenkt, die neue Sportsaal, die neue Schwemme, muss man nicht durch separate Porte haben. Da muss man gucken, wann sie weiter ist. Ja. Schon noch ein kleines Froh zu dem Servicetechnik, weil wir ja heute einen A1-Platz ausschreiben. Du hast vorher gesagt, wir haben 2 A1 im Niveau vom Servicetechnik schon, also wenn ich richtig verstanden habe. Das heißt, und ich denke, das geht auch ein bisschen darauf zurück, über das, was da ist, auch immer im Sees, dass ganz viel Arbeit ist, auch im Niveau vom Servicetechnik, dass wir auch sicher auch angewiesen sind, für auch in höchst qualifizierten weiter Personen im Niveau vom Servicetechnik zu engagieren. Aus der Evaluierung raus, wo du eine A1-Karriere hast, die man sichern, oder mal, einfach für was nicht eine B1-Karriere, weil ich denke, die anderen, die am Servicetechnik sind, die haben eine B1-Karriere, denke ich. Nee, die meisten, meint, das sind alles R2. Ne? Claude, der Markus Edlinger, das ist auch ein R2, genau. Wir haben einen A1, das ist der Joel Schmalen als A1. All die anderen sind A2. Ne? Das ist den Jean Schmalen, Veronique, der Markus, der Ricardo, voilà, das sind A2. Das sind die
die Bachelor hun an den Joel as den Menschen den en huet an giffen dann effektiv den zweten an noch do kann ball so und dat das auch fir bisssen an Zukunft zu denken wann de Joer leden van enke nëmi do ass dat man dat hin einfach unterstützt gëtt hin ass dat hin en zweten Eint bei der Hand huet fir bisssen Mikroordinationserben zu machen. Die RCW sie ganz gut setzer Projekten die machen die Projekte die global Übersicht die Koordinationserbechten du as Eint aber besser an Haiiers bisssen Dingen bei dem sind das Urbanist Architekt ein bisschen an die Richtung zu sichern Bauingenieur mehr mat Schwerpunkt Urbanist oder Architekt das ein bisschen komplementär weil den Joel Schmalen als Bauingenieur ja, das ist richtig mit Jean Schmalen zum Beispiel Elektroingenieur sind verschiedene Sparten an den Architekt haben eigentlich kennen dat kann wo wie Bauingenieur mat Urbanisten mit den dort Schwerpunkt froh man fan das gerne sagt kom wir probieren man mal an dat gift definitiv hölfen also wie das für die ganze Koordination von all denen Projekten zu machen nicht durch hat gesagt schwamm Piscine Sportzahl an Lotissementer am Lotissementer kommen ganz viele Baugenehmigungen an dat muss alles kontrolliert gehen an ja Baugenehmigung heraus wo man doch schon Gedanken gemacht ob man net mé systematisch de Chance kontrollieren gehen gëtt doch so gebaut wie du gefrot hast respektiv de Chancen aufholen wann fertig ist also doch so gesagt wie op de Plägen war also du sind andere Gemengen die sich viel weit das auch dat braucht alles Personal. Aber ich denke man Melodie die doten zwei Posten hun mat die man nur am Wiklo schaffen man mal eng Zeitchen ra hun das als Hoffnung als Gefehl. Wir sind noch beim 10 beim 10 eng froh nee gebe ich de Kreation de Post zum Wort wenn das der Mat koch da kommen man effektiv bei den 2 bei der Punkt B du hast einen kleinen ein Korrektion zu machen Mündo Funktionär geschrieben an du nimmer wie man an Dossier hat man schon herausgeschickt und man diskutiert sowohl am Joel wie auch am Claude an mir denken dass man du mat ke hannen dafür proposieren man net Funktionär mais non privé hat no gefrot wat Servicetechnik belangt huet den Interieur ke Problem für Employé privé sie sind mich schwierig am Sekretariat. Du hätten sie ger Funktionären, war doch richtig ass. Also dafür gi mir proposeieren lo den dotte Posten den Tisch den Architekt Urbanist also Master mehr als Employé privé. Nichts verhindert den, wann de will sich funktionalisieren lassen, dat die Examen mcht dann dat tote mcht mir Erfahrung mir mat Eisen, die mir hun dat dat gonnet wëlle machen, dat de gonnet berezen sech enke dünner zu sitzen an ein Examen zu go, dann es ze leere, wat an sich net von ihrem Fach ass, weil die Funktionärsexamen das kein technischen Examen, dat sind administrativen Examen an die meescht am Servicetechnik proposéiert ich mache net will dat net mich net wieder zu machen dafür proposé mir wirklich Employé privé also das ist ganz wichtig ja. Für zu machen gut ja du vielleicht nach Wortmeldung wir hatten da schon bald noch bisschen über geschwart alles gesot okay da gebe ich präzisieren den Employé privé A1 Diplomé Architekt Urbanist zum Wortstell wie du mat d'accord auch unanim merci wann man die dann rum hun dann machen wir die Annoncen da guck man op Leitestumellen dat wäre flott gut da kommen wir bei Kommunikationen du hun mir 2 Sachen eng kleng eng net so ganz großartig du war die Atelier regional vum Civicol hat vun der Sönkrit all Conseil aus dem Land wieder mat zu machen hat den Ricardo nicht waren du präsent
vielleicht ganz eng Flot sagt, dat an den Diskussionen rauskommt, dat de civicoldisch du hinsetzt an den Subsidienkatalog zu Summe stellt fir Gemengen für auch für Bierger, weil mittlerweile so viel Subsidien op soviel verschiedenen Niveen an dat brachen alle Gemengen alt Bierger an sie setzen zu summen, wann den zum Beispiel baut, dann gesagt, okay, ich bauen, ich kann do an die Subsidien noch fahren. Und da sind wir ganz erfreut, wenn sie das gemacht haben, da können wir da doch nice Bierger da weitergehen. Die andere Sache, die aber mehr wichtig ist, wenn wir uns froh sind, dass wir endlich den Konträr oder den Akttyp für d'Amphithéose an den Nord agiert. Die können sich erinnern, wir hatten eigentlich am Gemengerat für sich die Kriterien, wir hatten sie nicht gestimmt, wir hatten verschiedene Macht gekommen für die Kriterien. Und dann hast du auch gesagt, wir brauchen noch einen Akttyp, ne, den Hummerlo. Der geht nach ein bisschen überschafft. Und dann an der Gemengeratssitzung, wo man die Kriterien hatten, da waren pure Macht gefunden, ich komme, die gehen dann rangeschafft, wo man das alles fertig und all die Dokumente, man macht noch den Plan dabei, mit den Terrain, die da vorkommen. Und da gibt mir Statuen mailen, Schiedfränge, und dann der Schiedfränge soll so und was das also extrem wichtig, dass man den Doten Dossier unanim können stimmen. Das ist extremst wichtig, weil wir wollen das nicht, wir sollen das nicht als Politiker machen. Wir chargieren als Juristin, da haben wir noch Mathieu geschwärzt, Gilles Roderes, dass die Dossier kriegt und aufgrund von den Kriterien dann noch hitparat möchten, ne? Das sind ja die 12 echt, die dann dementsprechend von den Terra können kriegen. Das ist schon trotzdem eine immens große finanzielle Avantage. Und dafür muss man zu 100% Schritt 100 in die Kriterien stehen und noch zu der Auswahl aufgrund von den Kriterien. Also wir sind auch froh, dass wir so weit sind. Dann denken wir, dass wir noch relativ schnell die Aktion können lancieren. Wir denken dann auch, sobald wir alles fertig und die Gemengerat dafür weggehen, das gut, Kriterien sind tipptopp, so können wir gehen, dass wir dann eine Periode von 2 Monaten Ricardo hat man gesagt, dass man dann das nicht first come first serve, das einfach nicht von da bis dahin können, doch ein Online-Formular gemacht, dass Leute können online das Ding ausfüllen, das kriegt dann noch mal geschickt und dann noch präzisiert, welche Dokumente also müssen dabei gehen, so einfach wie möglich, aber so notwendig wie das kein Schmuck gemacht gehen. Und dann machen wir das bekannt. Ich denke, das ist ein wichtiger Moment, das ein ganz starker Moment für die 12 Familien, die davon können profitieren, dass wir das dann kommunizieren, von da an bis dahin, hol dich das Formular, füllt den aus, schickt Sachen ran, du Zeit bis dahin. Und dass man dann die ganze Gemenge zu summen, dem Moment, wo man nicht der zu summen, wenn man die 12 finden, da gehen die alle invitiert, und dann haben wir es so viel, dass man dann loszählen, ne? Den nächsten Punkt los mit dem Terra, und das steht dabei ist, dass keine Person halt aus irgendein gedreht geht. Das will man unbedingt vermeiden. Das geht einfach um zu viel großen Enjeu. Voilà. Das wird man auch so, dass das aber auch relativ zeitnah kann geschehen. Da sind wir mega froh, wenn das kann geschehen. Voilà. Dazu die Kommunikationen. Wir schaffen nicht mehr, dann ist es und die Frauen. Schon eng froh par rapport zu dem Verkehrsreglement. Bei mir hat für enger Zeit hat man an der Rue Saint-Hermine hat man gesot, dat hi das Stroß aus der Rue de l'Hôpital River geht, wo ganz viel aufgekehrt ging ass. Das da am Anfang eng Stroß soll sehen, die just für Anliege ass. An du ass avalo dat Schild fortgeholt gin, dass het just für Anliege ass. An du wennst froh, ob dat ein extra Grund hat
oder also ich so das vielleicht irgendwie fließende Chantier geplant oder dass das fortgehen als weiß nicht mehr das ist bald von dem du im Moment ich weiß nicht davon ich muss das nur fragen also das Menge wissen auch keine Chantier geplant ich froh das nur und das soll dann wiederkommen okay weil das nämlich weiterhin an der Straße relativ viel Trafik, da wird immens viel aufgekehrt. Dann für die Leute, die da wohnen, das ist ziemlich eng. Das ist einfach gefährlich an der Straße, wenn da aufgekehrt wird. Dann ein anderer Punkt, ich hatte letztes an dem Gemeinderat angeschwärzt, dass wir einfach eine Reihe Schwierigkeiten haben. Das heißt, du sonst mal so ein bisschen ein Tapage auf ist. Ich hatte doch ich konnte doch sonst mal von ihr nach Bierger konnte doch nur gedrohen. Ich hatte ihr auch do eine Message weitergehen und schon am Ricardo auch nach ein bisschen drüber geschwärzt. Ich meine, das ist etwas, was irgendwie am Moment, ich weiß nicht, ob es Situation bedingt ist, aber es sind eine Reihe Leute, Junker, ich weiß nicht wen, die am Moment ein bisschen dekonieren, muss ich sagen. Und ich meine, du sind immer angewiesen, aber auch ob eine Police, die viel präventiv arbeitet möchte. Und ich meine, dass man da als Gemeindeballfall muss in der Hand bleiben, für das man nicht mal eine Reihe Hotspots kriegen. Und du weinst, meine ich, das ist ganz wichtig, Zusammenarbeit vom Chefrat mit der Police, und dass die effektiv da ging der Hand bleiben, für dass die Situation nicht mehr schlimm wird. Weil ich meine, dass sie sich an der letzten Monat vielleicht situationsbedingt, aber trotzdem auf verschiedene Plätze ein bisschen verschärft wird. Ja, also mir regelmäßig Reunion mit der lokaler Police, wir hatten da doch gesagt, ich kann den Leuten immer nicht mehr rekommandieren, die Leute, die das hören, die sollen direkt Police rufen, und was mir Leute Police rufen, was auch den Druck mir groß ist. Ich finde aber auch, das ist ein Komitee de Prävention von der Polizeidirektion Norden, wo wir gehen zum Norden, wo ich Präsident davon sind, schon heute noch de Jour rausgeschickt, du hast da dort noch Ordre de Jour, wenn dann Donnerstag mit der Polizeidirektion, wo als Lokalpolizei ist, wo ich dann noch nicht so, wir machen das schon, ich gebe den Leuten alle rekommandieren, wenn sie etwas gesehen, wenn sie etwas steuern, sollen sie Polizei rufen. Da sollen sich nicht dazu scheuen, wenn kein Polizei ruft, da kann sie nicht kommen. Ich meine, da haben doch das Problem. Ich habe noch gesagt, wenn ich rufe die Polizei an, wir so nicht, Leute müssen nicht so, Polizei können doch, aber natürlich, wenn die Jugendlichen die Polizeiautos sind, da laufen sie fort, wenn die Polizeiauto fort ist, da kommen sie direkt, das ist schwierig. Aber da müssen immer rumrufen, dann eigentlich kriegen wir die Leute nicht an den Griff. Ne? Eng einer froh, die ich mir abgeschrieben habe, dass par rapport zu der Chantier-Situation nicht für Chantier vorzustellen, schmengen Beispiel von der Schule gesagt, gut, dass der Chantier gut Viro geht, aber rundherum der Schule, neue Schulsitz, sie auch nach einer Reihe weiter Chantieren, die auch mit der Schule zu dienen haben. Wir hatten da letztes Jahr schon als DP-Fraktion auch abgerutscht, dass man notamment auch für Leute, die aus dickere Affaire kommen oder die sich aber noch immer hier auf die Algar orientieren, dass man die sollen orientieren Richtung die anderen, also sonst mal anderen Parkplätze. Das heißt, dass man von so Mann wie möglich Leute hier auf die Algar trainieren. Und da hat man auch sicher festgehalten an einem Gemeinderat, dass man effektiv eine bessere Beschilderung sollte machen. Es gibt auch Schild effektiv auf der Algar, aber das steht im Moment schon seit längerer Zeit schon nicht ganz gut. Dafür ist es wäre wichtig, dass man die Leute, die effektiv noch immer mengen, dass sie hier einen Platz finden, was wirklich eine Sache von der Unmöglichkeit ist, dass man die unbedingt müssen orientieren. Und die Leute kommen dann aber mit dem Auto bis dahin und dann müssen sie irgendwo aber sonst mal etwas Visibles tun. Und wir haben die großen Pankarten, die auch vom Stadtmarketing teilweise gemacht werden. Und ich meine, dass wir unbedingt sollten nach mehr informativ sind, für das Leute effektiv auch die Parkingen absichern, die dafür gedurcht sind. Das heißt, die große Park and Ride. Ja, ich gehe nicht weiter. Das ist richtig. Nach dem Punkt, Spielplatz, die längst neben dem Tennis war, haben wir ja verlöscht.
ob sonst moderiert neben dem Tennis. Du hast die Spielplätze nicht op, du hast gemerkt, das vielleicht noch nicht aufgeholt von der ETM, mit dort nur froh, weil lo gut wieder geht, wie weit sind wir da, für das die Spielplatz auch kann genutzt gehen, weil sie gesagt gut aus, auch auf der anderen Platz, es wäre auch flott en Funktion für die Kanner. Du hast einfach selber gehen. Also die TM ich mein, die sind immer für Spielplätzen do mit durch ganz Land und sein ganz Rutsch denken, aber mir auch so ein mir Spielplatz die muss aufgeholt gehen, wann sie Zeit kommen sie, wann das dauert, dann dauert das mir relativ wenig mehr mies drauf. Das ist leider so. Vielleicht noch ein letzter Punkt, was wir schon ein paar Mal geschwärzt haben, wo du auch gesagt hast, das ist auch an der Macht, aber es wäre gut für sind noch Terrassen kommen, aber vielleicht die und die anderen Leute mehr Bier nach mit trainieren so Parkplätzen, in denen nicht gut zu Fuß ist, sich dann aber vielleicht ein Parking Mino, wie weit sind wir oder wo sind wir drin bei den Parkplätzen anzeichnen, die wir schräg wollten, schräg anzeichnen, sowohl bei der Gendarmerie wie auch bei der Post. Also ich traue mich auch immer im Not zu froh, weil ich meine, dass es einfach wichtig ist, dass wir die Parkplätze haben, weil wir haben eine Situation, die aber wirklich ganz kompliziert ist. Es sind heute immens viele Parkplätze, die fehlen. Wir können nach Chance haben, dass wir keine größeren Veranstaltungen haben, aber die Leute, die am besten noch kommen, dann sind da auch schon viel auf den Terrassen gewirrscht, die sichern aber auch noch Parkplätze. Ich bin einfach froh, wie weit sind wir da? Genauso weit wie beim letzten Gemeinderat. Ich hatte schon einmal gesagt, dass ja, es wäre wichtig, dass da Prioritäten gehen. Also ich bin der Meinung, dass das ganz, ganz wichtig wäre. Du hast ganz recht. Die Servicetechnik hat auch irgendwie hören, dass am letzten Gemeinderat schlechte Wäsche kommen, sind noch zusammen das Video vom letzten Gemeinderat geguckt. Ich habe auch gesagt, ich hoffe, dass ihr guckt. Ich meine, der Gemeinderat kann nicht nehmen, so mehr als Chefrat, so, sie müssen es einfach umsetzen. Sie hatten immer, oder zum Teil Dinge, dass sie überlastet sind, und so, okay, dann, wenn dann nicht genug Leute, dann muss man nach Leute darstellen, okay, Mama, sind aber ein Rückstelle schon angestellt gehen, nur, das muss ich so, ne? Das ist nicht, dass du nicht kommst. Wir denken, mussten die dort Sache gemacht gehen. Also, sehr für mich, wir haben doch gesagt, dass Parkplätze Priorität ist. Wir haben nicht gesagt, wir sollten nein kriegen. Ja. Ja, ich schon nach zwei kleine Fragen. Wir hatten letztes Jahr für den Gemeinderat die Informationssitzung vom Fonds du Logement. Da wollte ich just fragen, da war ja noch ein paar Fragen, die wir uns eigentlich gestaltet hatten. Wir konnten natürlich just vier gestaltet. Geht da noch ein darüber geschwärzt? Geht ihr da noch wie ein Schreck zu dem, was vier gestaltet ist? Zum Beispiel, da waren ja ein paar Vorstellungen, wie sie sich vorstellen vom Velosweg, wo man angefangen hat zu diskutieren. Das war ja nicht lang genug für zu diskutieren. Kommt man eigentlich auf die Punkte zurück oder habt ihr da etwas festgehalten am Schafferrot? Nee, ich meine, nee, wir hatten, die Reunion zustande kommen aufgrund von dem Gemeinderat, den wir hatten, wo wir Sachen bemängelt haben, wo wir eine Resolution geholt haben, dass an den Punkten muss geschafft gehen, sind das schon gemacht, und wenn wir das so Lösungen da proposiert, gehen sie auch Vorsicht aufzuweihen, was gegangen ist, was nicht gegangen ist, und an allen Hinsichten haben sie mal eine Lösung hingekriegt. Lo muss man gucken, bis sie mussten hier ein Dossier weitertreiben, und dann irgendwann könnt ein Dossier Teil hin als APS, APD und dann an die Inselbauphase. Ne? Da kommen wir dann drauf zurück. Ja. Merci, dann habe ich just noch eine ganz kleine Frage für drun von den Terrassen. Geschwärzt, das ist letzte Woche Heilo zuerst danach. Du mir ist vorgestellt, wir haben nicht viel mehr. Zwei Terrassen, die ihr kennt als Wandergart so benennen. Ist das für euch ein Terrasse oder nicht? Nein, das ist kein Terrasse. Okay, weil wir haben
eng Terraswandergard, die aber voll besat war, wo anscheinend nicht viel op war, rechts allerdings. Wie kontrolliert das an dem Moment, dass die Station nicht mehr als Gemeinde, dass du dann Police, wie gehen wir da um? Ich meine, das effektiv, wie sie siehst, das Police, wenn Police zu Land geht, dann geht das zugemacht, geht protokolliert. Ich meine, das klar, die Richtlinien sind ganz klar, was den dürfen, was den nicht dürfen, wenn du den oder anderen Restaurateur meint, da nicht zu interpretieren, da riskiert du ganz falsche Protokoll zu kreieren. Okay, merci. Just vielleicht ganz kurz so dazu, du hast doch den Premierminister hat ja gesagt, dass du Terrassen giffen demnächst neu definiert gehen. Das heißt, du wär dann noch von da etwas kommen, weil das ist ein Grauzone. Gesagt in die wildste Sache, wenn in der Schlitzeberger Land fährt. Mit mir schlecht Blut, gell? Und das ist eben das, ich meine, wenn wir lo endlich dürfen, an der Stadt gesagt ihr noch, die einen, die profitieren, mengen, den sie waren so lang so. Und lo so, da wird alles gemacht, und verschiedene Proprietären halten sich nicht drin, und andere halten sich gut drin. Voilà, das ist ein bisschen, wie gesagt, das leidet nicht an unserer Hand. Ja. Nee, ich meine, du, wenn ihnen etwas gesagt, dann sag ich, wie man hat auch, wenn ihnen Police trifft, ja, selbst in der geht Police gucken, oder so, das so nicht das. Also das scheint mir klar zu sein. Das ist das Problem von der Aerosolen. Du musst mans eng seit komplett opsinn, dass die überhaupt von der Terras kannst schwätzen. Ich meine, was Limit ist, was aber geht, das ist der Petit Poet, das ist schon an sich 3 Seiten so, und so oben drüber nach so, mit das ganz viel ab, das ist du hast eine proper Aeration. Und alles wusste nicht eine Aeration, ist auch wenn es ein Zelt abriechst, was so komplett so ist, sorry, das geht nicht, das ist kein Terras, das ist wirklich du draußen. Und ich gebe als Restaurateur aber aufpassen, nicht, weil die Protokolle sind nur wirklich nicht geschenkt. Ich bin engere Mark an eng froh, da dem das was Carol schon geschnitten hat, die Rue Saint-Hermine, die Reservation für Danra, ja, das ist ein Echeck. Ich sitze hier bei der Fenster den ganzen Tag, nicht für zu gucken, mehr für zu schaffen. Ne? Wie ich gesehen, da führen da permanent dadurch. Das wie war kein Schild da wäre. Kann man so. Dann andere, das am Anfang mir eng froh, dass den Wagenterrain da nicht dem Match. Das ist, dass ja am Anfang die Kirchenkurscircuit für den 4 Monate, dass den als komplett verwahrlost. Hätte mir du als Gemenge eng Möglichkeit für du bist regelmäßig zu botzen. Das ist ein Privatterrain, jo. Mit denen es also geht ja von allen Menschen genutzt, für du da durchzugehen. Geht also der Privatterrain aus. Mir auch da gut giffen botzen gehen. Ich meine, das ist, dass mir der Proprietär muss so sagen, seine Proprietät proper halten. Ich meine, das ist das. Wir verwahrlosen Terra Mengste. Ich meine einfach die große Parking. Das nicht im Gales sein aus das. Das war du, was du gesagt hast, es muss gebotzt gehen. Ja, nee. Moment, ich gebe mir keinen Terrabotze, aber du war ein Pubel, die übergelaufen was wir das kann nicht sehen. Da muss mir das dort proper machen. Wir müssen Proprietär sein. Wenn nicht nach irgendwann zum Beispiel bei der Place Publique knascht ass da sonech da muss als Voirie als Leiit vun der Voirie Lsch an dat de wäschchulen definitiv drüber diskutieren ganz egal wie das Aspekt visuell an noch Salubritéit du fährst du bei mechte responsabel wir könnten aber durchaus dem Proprietär dat der Rechnung stellen oder dem mal Brief schreiben dann da muss man auf jeden Fall machen de knascht wäschkucken an Lsch dat geht net. Effektive Siologie hinkommen, die wird die Platz haben. Du sind 2 Pubellen, die voll sind, die überkuhlen, oder noch Sachen im Boden. Das wird gesagt nicht ganz positiv aus. Ne? Ich wollte den Punkt abgreifen, den Carol schon genannt hat, par rapport zu dem Projekt Managen von dem Logement. Laschke hat mir auch darüber geschwärzt, dass man die Präsentation, die man kriegt, auch fehlten und die konzerniert weitergehen. Ich meine, das wäre wichtig, weil es sind aber viel frohe Gestalt gehen an. Ich meine, dass die Präsentation, die man kriegen, aber eine Reihe Antworten gibt, ob die frohen die Gestalt gibt. Und dafür wäre es wichtig, wenn ihre Gruppe effektiv auch kennt, die Präsentation zugestalt kriegen.
ich kann da bestätigen, dass man Präsentation kriegt und dann steht im Komitee noch weitergehen. Schade, ich bin Chef Rot nur gefragt, also okay, wann ich weitergehen, weil ich wollte die Gewisse tun. Die kriegen das alle gut und da wird mir ein Kerl zusammen sitzen und drüber schwätzen. Aber wenn du Sachen sind, ich meine, wir sind im Dialog mit der Gemeinde, das ist auch kein Problem dafür, dass das klappt. Gut, ich meine, sind halt Fragen geklärt. Merci.